Es ist einfach wunderschön, in Gottes Gegenwart zu sein. Danke vielmals an das Lobpreisteam. Ich kann mal ein bisschen schnaufen in Gottes Gegenwart, oder? Das ist wunderbar. Wir sind immer noch bei unserer Predigtserie Berufung, Gaben. Ich hatte letztes Mal so ein Preaching gehabt. Wie auch immer kann man das nennen. Heute wird es endlich sein. Es ist immer noch so ein Lehrpredigt-mässig, wo wir werden miteinander verschiedene Gaben in der Bibel anschauen. Wofür sind da? Was machen wir? Wie kann man diese Gaben entdecken, herausfinden? Aber bevor wir in dem hineingehen, ich habe eine ehrliche Frage von euch. Und zwar, es gibt Menschen, die gerne Geschenke bekommen. Es gibt Menschen, die gerne Geschenke geben. Es gibt Menschen, die die Geschenke, die sie bekommen, weitergeben. Welche bist du? Hast du deine Weihnachtsgeschenke schon gesammelt, wo du denkst, hey, die könnte ich an der Weihnachten weiterschenken? Ganz ehrlich gesagt, ich bin alle drei. Ich bin einer, der gerne Geschenke schenkt, der gerne auch Geschenke bekommt und der ein bisschen pickelig ist, wo manchmal auch gewisse Geschenke auf der Seite tue und denke, ja, der Weihnachten kann ich das weitergeben. Der Heilige Geist aber, er schenkt uns nicht so Kerzen, die wie Seife duften oder Socken, die wir nicht brauchen können. Der Heilige Geist ist der, der genau das uns gibt, was wir brauchen, was wir umsetzen können, wo er weiss, das ist für uns. Und heute am Morgen werden wir miteinander die Geschenke von der Heiligen Geist ein bisschen auspacken und schauen, was alles drin ist. Und ich kann dir versprechen, wenn du die Geschenke auspackst, du bist einer, der sagt, ich will alles. Ich will das auch. Darf ich das auch? Das kann ich auch brauchen. Wir können alles brauchen. Und zwar in der 1. Korinther Kapitel 12 sagt Paulus uns eigentlich, der ganze Kapitel geht um Gaben von der Heiligen Geist. Es ist stark, wenn ihr könnt es vielleicht daheim die ganze Kapitel mal lesen. Aber die ersten paar Versen sagen, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Und ich liebe das. Schon am Anfang in dieser Übersetzung sagt Gnadengaben. Wir bleiben kurz bei dem. Wieso? Weil Geistesgabe oder das Wort Geistesgabe auf Griechisch heißt Charisma. Charisma bedeutet Gnade. Das Wort charismatisch oder Charisma, es ist nicht das, was vielleicht habt ihr euch vorgestellt oder denkt, was Charisma ist. Charisma ist Gnade. Und wenn der Paulus sagt, es gibt unterschiedliche, verschiedene Gnadensgaben, die sind Geschenk von Gnade Gottes, die uns gegeben worden sind, nicht weil wir das verdient haben, nicht weil wir gut sind, nicht für uns, sondern die sind Gottes Gnade, wo er uns gibt. Und wenn wir schauen, von der Kirche, voneinander, das ist einfach Gnade Gottes und wir können es nicht verdienen. Also es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Der Rest von der Kapitel, wir lesen, dass der Paulus schreibt, und jeder von euch hat Gottes Gabe erhalten. Jeder von uns ist begabt. Wir haben schon vor 2 Wochen, als ich predigt habe, ich habe euch 2 Fragen gestellt. Erstens, weißt du, dass du gerettet bist? Und viele haben genickt. Ja. Und dann habe ich gefragt, und weißt du, dass du berufen bist? Und was ist die Antwort jetzt auf das? Halleluja. Nicht nur nicken, sondern yes. Wir haben alle Berufungen. Alle. Wir haben allgemeine Berufungen, wir haben spezielle Berufungen. Und jeder von uns hat Geistesgaben. Jeder von uns ist begabt. Und das sagt der Paulus
Er hat jeder von uns die Gabe gegeben. Warum? Wofür? Das ist das Spannende, wo der Paulus sagt, zum Nutzen der Gemeinde. Die Gabe, die du erhalten hast, ist nicht für dich. Lustigerweise, all die Gaben, werden wir heute zusammen anschauen, wir können nicht wirklich für uns selber brauchen. Das ist nicht wirklich für mich. Es sind Gaben, die kann ich von anderen Menschen brauchen und andere Menschen dadurch segnen. Habe ich letzte Woche in der klassischen Gottesdienst predigt, der gleichen Predigt, dann habe ich gesagt, als ich jünger war, und haben alle gelacht, und ich dachte, ich habe etwas falsch gesagt, und habe gefragt, was habe ich da falsch gesagt? Sie haben gesagt, ja, aber du bist immer noch jung. Also, als ich viel jünger war, nämlich vor 25 Jahren, ich habe mir viele Gedanken gemacht, ja, was ist mein Gabe und wie kann ich meine Gabe herausfinden und wie kann ich in dem gehen, was Gott mir geschenkt hat, wirklich leben? Und ich hatte eine Sonntaglehrerin, oder so Jugendpastorin, was auch immer wir können das nennen, und sie hat mir ein Beispiel gegeben. Ich weiss nicht, wie korrekt das ist, aber ich sage es trotzdem, weil das hat mich geprägt. Und in den letzten 25 Jahren hat mich so ermutigt und motiviert. Und das würde ich auch dir weitergeben. Sie hat gesagt, Sabrina, stell dir vor, du hast jahrelang gearbeitet und du hast all das Geld, alles, was du gehabt hast, gesammelt. Und du hast einen Cruise-Trip, ein Cruise-Schiff-Trip, All-Inclusive-Ticket gekauft. Und du gehst mit dem All-Inclusive-Ticket auf dem Cruise, du hast ein Zimmer, du gehst essen und geniessest die Zeit, aber es gibt so Entertainment, Aktivität, Sport, Tanz, Kino, alles. Und du gehst schauen, aber du kannst nicht rein. Und alle anderen gehen rein und geniessen die Entertainment, die Aktivitäten. Und du stehst einfach voraus und du schaust rein und denkst, oh, wenn ich nur ein bisschen Geld hätte ich auch reingehen geniessen. Gegen Ende von dem Cruise-Trip, du stehst vor dem Tor, schaust von dem kleinen Loch, wie alle Salsa tanzen und denkst, oh, das würde ich auch mal gerne lernen. Und der Kapitän kommt und sagt, Entschuldigung, was machen Sie da? Ich sage, ja, sorry, ich wollte nur schauen. Und er fragt, darf ich Ihr Billett anschauen? Und du gibst ihm Billett und er sagt, ja, das ist all-inclusive. Du hast Eintritt zu alles auf dem Schiff. Das ist halt das Ende von deiner Reise. Und hast erst herausgefunden, mit dem All-Inclusive, du hast Eintritt zum alles. Du kannst alles brauchen. Irgendwie, die Geistesgabe wirkt endlich. Jeder von uns hat ein Ticket, wir haben ein Zimmer, wir haben gewisse, die unsere speziellen, primären Gaben sind. Aber Gott schenkt alle Gaben an uns alle, wenn wir sie brauchen. Und ich werde euch ein paar Beispiele geben, wie kann man diese Gaben umsetzen und wie kann man sie brauchen. Bevor wir das machen, würde ich gerne die Gaben euch vorstellen. Tada! Es gibt 4 Bibelstellen in der Bibel, wo die Gaben uns ein bisschen vorstellen, weil wir können durch die 4 Stellen uns vorstellen, was für Gaben gibt. Es kann auch gut sein, dass es noch mehr Gaben sind, die der Paulus oder Petrus nicht geschrieben haben. Und die Gaben sind hauptsächlich, kommen in der 1. Korinther, Kapitel 12, Liste von 9 Gaben. Wort der Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilung, Wunderwirkung, prophetisch Reden, Unterscheidung der Geist, Zungenrede und Auslegung von der Zungenrede. Und dann Römer 12 gibt uns auch Liste von der Gaben. Prophetisch dienen, lehren. Es gibt immer wieder unterschiedliche Worte. Gewisse sagen Administration, statt dienen. Es gibt auch Dienerswort. Geben, leiten, Barmherzigkeit, ermutigen. Der Epheser, wo wir werden heute ein bisschen tiefer miteinander anschauen, ein bisschen detailliert gehen wir im Epheser, das sind die dienenden Gaben, die 5-fach dienenden Gaben, das ist Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt und Lehrer. Und der 1. Petrus 4,10 sagt, es gibt so die Gaben, wo man spricht und die Gaben, wo man durch denen dient. Es gibt also 3-4 Kategorien, wie wir können die Gaben ungefähr rein tun. Das ist die nächste Folie. Es gibt so
Offenbarungsgaben, die sind Gaben, in dem Gott seine Weisheit, seine Gedanken, seine Vision, sein Herz uns offenbart. Es gibt Kraftgaben, die sind Gaben, die durch denen wir können Kraft Gottes, das Wirkung Gottes, durch Wunder, Heilung erleben und erkennen. Es gibt Sprachengaben, die sind Gaben, die durch das gesprochene Wort, das Ermutigung, Zungenrede Gott uns ermutigt, aufbaut und trostet. Und es gibt dienende Gaben, die habe ich schon gesagt, die sind die 5-fach dienende Gaben im Epheser 4 und die dienende Gaben sind die Gaben, die der Petrus erwähnt, in der 1. Petrus, dienen, geben, Barmherzigkeit und der ausrüstende Gabe, die 5-fach dienende Gabe. Das ist so, wenn du eine IKEA-Packung kaufst, so etwas von IKEA, kommst heim, tust es auspacken. Das Erste, was ich mache, mit allen Teilen, die ich hier habe, ich gehe den Booklet suchen. Und überhaupt schauen, okay, wo fange ich an? Ohne das Booklet bin ich vollkommen verloren. Jetzt stell dir vor, wir kommen alle in die Kirche. Jeder von uns hat eine Gabe, vielleicht mehrere Gaben. So, wir sind wie der IKEA-Teil. Wir sammeln uns und dann ist die Frage, okay, Heiliger Geist, wo ist das Booklet? Wo ist die Einleitung? Was machen wir jetzt? Die Geistesgabe ist die Einleitung, die uns zusammenbringt, die klar macht, wer macht was. Und wie können wir als Kirche sein? Und wie können wir als Kirche zusammen wachsen? Und ich habe es gesagt, je nachdem, wir können unterschiedliche Gaben haben, nicht nur eine. Je nachdem, wie dein Herz steht und sich begehrt, nach Geistesgabe, Gott ist treu und er schenkt. Und ich weiss, wir sind in Situationen gewesen, wo wir sind nur 5 Personen, die in der Kirche gearbeitet haben. Nur 5 Personen mit der Kirche, die extrem stark gewachsen ist. Und 5 Personen, nämlich 2 Teenagers, 3 Erwachsene, wir haben alles von Gott gebraucht, was er uns geben kann. Und Gott hat geschenkt. Und geschenkt. Und geschenkt. Und ich weiss, dass ich kann nur dienen, weil Gott hat die Gabe gegeben. Wir haben im Iran viele Spione gehabt, von der Regierung in der Kirche und haben einfach nie Menschen vertrauen. Wir nie gute Beziehung mit den Leuten, die in der Kirche gekommen sind, weil wir sind einfach skeptisch gewesen mit jeder Person, die in der Kirche gelaufen ist. Und ohne Vertrauen kannst du nicht Kirche bauen. Ohne Vertrauen kannst du nicht dienen. Es geht einfach nicht. Und jeder, der reingekommen ist, unser erster Gedanke war, ist der ein Spion? Ist sie ein Spion? Und das hat unsere Kirche kaputt gemacht. Das hat unsere Leiterschaft kaputt gemacht. Das hat unsere Familie kaputt gemacht. Und nach Jahren, wir haben Strategien entwickelt und wir haben überlegt, okay, wie kann man das machen, dass wir können ein bisschen sicherer sein, dass sie 2 Jahre dürfen nicht in die Kirche kommen, sondern sie müssen 2 Jahre lang Bibelschule erst besuchen, eine Kleingruppe und dann weiss ich nicht was. Und dann erst am Freitag in der Kirche, nicht am Sonntag in der Kirche. Und wir haben einen Prozess gehabt, eine Struktur. Und doch hat geholfen, aber wir haben einfach gemerkt, im Herz, wir haben kein Vertrauen. Wir können uns unser Herz nicht auftun. Und plötzlich, jemand kommt in der Kirche und meine Mami schaut ihn an und sagt, er ist ein Spion. Dann sagt Mama, hör auf. Nein, ich weiss, er ist ein Spion. Okay. Nach einer kurzen Zeit hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Person Spion ist. Mit einer anderen Frau. Ich bin in der Schule, also ich habe einen Kurs gegeben, so einen Anfangskurs. Mama kommt in den Kurs rein, sie ist 5 Minuten und dann nimmt sie mich raus und sagt, die Frau in deiner Klasse, sie ist eine Spionin. Schaust und dann achten, ein paar Fragen stellen und dann, wir können darüber reden. Und dann wir haben herausgestellt, meine Mami hat einen Gabe bekommen von Gott, um zu spüren, wer ein Spion ist oder nicht. Sehr stark. Und jeder, der gekommen ist, hat man den ersten Mama-Kurs schicken. Sie hat mit ihnen geredet und sie kann sagen, it's okay.
Und wir haben einfach Gott vertraut. Schau, wir sind in einer sehr heiklen Situation. Wir brauchen eine Gabe, die nicht in der Bibel steht. Und die Frau, oder vielleicht steht eine Unterscheidung vom Geist. Vielleicht das ist der Gabe. Kann man das so nennen? Die Frau hat einfach gewusst, nicht nur das, sondern wir hatten Leute bei uns in der Kirche, die wir lange gekannt haben. Wir waren gute Freunde gewesen. Sie sind bei uns daheim, wir sind am Essen und plötzlich fragt mich die Mami, wie viel haben die gezahlt? Oder mit was tun sich bedrohen? Was ist das Problem? Sei ehrlich. Und dann haben die angefangen zu brüllen. Und sagen, ja, sie haben mich bedroht. Sie haben mich verwünscht. Okay, was machen wir jetzt mit dem? Und wir sind alle like, oh no, er ist ein Spion. Der beste Freund von meinem Bruder war ein Spion. Meine Mami hat einfach gespürt. So Gaben wirken so, wenn du dich, auf Englisch gesagt, vulnerable, verletzbar machst, wenn du dich in eine Situation setzt, im Dienst, wo du einfach brauchst, Gott ist treu und er gibt so viel mehr, als du kannst dir vorstellen. Und das hat in meinem Leben gewirkt. Ich bin nicht der Beste in... Das darf ich nicht sagen. Ich habe schon in der klassischen Gottesdienst gesagt, Organisationen. Ich weiss, wir haben eine Seite in der Kirche, der Danny ist krank und ich musste eine Administration von ihm übernehmen und dachte, hey Gott, da bin ich nicht, das kann ich nicht. Und doch habe ich nicht eine schlechte Arbeit gemacht. Aber ich habe es gewusst, in dem Moment hat Gott so viel Gaben mir gegeben und geschenkt. Und wenn ich das nicht mehr mache, dann ist er auch weg. Da bin ich immer der Brainer. Es ist einfach Gottes Gnade. Und die Gabe, die er gibt, wie wir sind in Positionen, wie wir das brauchen. So mein erster Tipp, wenn du sagst, diese Gabe habe ich nicht, sei mutig. Nimm mal einen Schritt. Bring dich selber in einen Ort, wo Gott kann überhaupt dir geben kann. Wenn du daheim bleibst und einfach betest, hey, gib mir, manchmal geht, aber sehr oft nicht. Aber wenn du in einen Ort dich bringst, wo du musst mit Leuten reden und Jesus verkunden und Jesus berühmt machen und du bei Jesus erzählen und du denkst, das kann ich nicht. Aber Gott, Heiliger Geist, schenk mir das Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, ein prophetisches Wort und er ist treu. Und der Heilige Geist ist großzügig. Mega. Bring dich in diesem Ort. Eine andere Geistesgabe, die wir haben, die jeder von euch hat, auch 100%, sind dienende Gaben. Und die sind die fünffach dienende Gaben von den Epheser, wo wir, darf ich in den zwei letzten Folien gehen, mit dem Liste von allen Gaben, mit dem Template, was ich mal gemacht habe. In Ephesus, ja, super, Kapitel 4, der Petrus schreibt, und Jesus hat uns an der Kirche die Gabe gegeben. Jesus hat an der Kirche die Gabe gegeben. Es ist spannend, dass zum ersten Mal er sagt, Jesus hat die Gabe gegeben. Und die sind die Gabe, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt und Lehrer. Wieso sagt er, Jesus hat die Gabe gegeben? Weil Jesus ist die einzige Person auf der Himmel und Erde, die all die 5 Gaben besitzt hat. Er ist der gesandte Apostel von Gott, der Kirche aufgebaut hat. Er ist der Stimme Gottes, der zu uns geredet hat. Vergangenheit, Zukunft hat er gesprochen. Der vollkommen perfekte Prophet. Er selber ist das gute Nachricht. Er ist der Evangelist. Er ist der Beste, der das gute Nachricht, das Evangelium verkünden und Menschen erreichen. Er ist ein Hirt. Er hat ein Herz vor sein Schöffli, bester Pastor, der sich kümmert, Sorgen macht, liebt und gegenwärtig ist für seine Menschen. Und ich meine, er ist der Rabbi. Er ist ein Lehrer, ein starker Mann, der Wort Gottes lehrt, weitergibt. Und Jesus ist die perfekte Person, die Kirche aufgebaut hat. Und wenn wir ehrlich sind, wenn alle 5 nicht da sind, wir haben keine Kirche. Wenn alle 5 da sind, dann wir haben Jesus. Jesus hat alle 5 Besitz. Auch heute, wir brauchen alle 5. Und er gibt alle 5, weil erst wenn du alles hast, kannst du Kirche bauen.
Und ich möchte kurz mit uns in dieser 5 anschauen. Der Apostel, wo Jesus uns schenkt, damit Kirche kann aufgebaut werden, ist der, den wir am wenigsten kennen oder uns bewusst sind oder darüber reden, oder? Pastor kennen wir, ein Evangelist, ein Lehrer, ja, aber ein Apostel. Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Gründer, er ist ein Pionier, er ist eine Person, die umsetzt. Ein Apostel kannst du ziemlich schnell erkennen, indem er neue Projekte anfängt, indem er oder sie vorwärts gehen, indem sie denken, hey, wir machen, wir umsetzen, let's go. Wir hatten vor 2 Wochen den Wilhelm Schweier bei uns in der Kirche gehabt. Und er hat mir nachher gesagt, er war etwa 7 Jahre in der Kirche und er ist schon weitergegangen. Und er hat gesagt, ja, Wilhelm, 7 Jahre in der Kirche ist nicht eine lange Zeit. Also 7 Jahre kannst du nicht viel machen. Und er hat gesagt, ja, aber ich kann auch nicht wählen. Ich bin gekommen, wir hatten 12 Leute gehabt, ich bin gegangen, wir hatten 70 Leute gehabt. Und ich habe gedacht, das ist lange. Die Kirche ist gewachsen, sie haben genug Geld, sie können den Pastor anstellen. Ich habe meinen Job erreicht. Ich bin dann weitergegangen und nach anderen Kirchen pionieren und gründen. Er ist ein Apostel. Da kannst du merken, okay, du bist ein Apostel. Ein klarer Mann, der sagt, hey, einfach weitergehen, ich will umsetzen. Wir haben in jeder Kirche einen Apostel. In jeder Kirche gibt es Menschen, die sagen, hey, und wann machen wir? Wann tun wir das umsetzen? Und wie geht es? Und was ist das Nächste? Was ist das nächste Projekt? Und wie geht es weiter? Die haben ein Herz für Wachstum, die haben ein Herz für Vorwärtsgehen, Veränderungen und einfach es darf nicht stehen bleiben. Und dann gibt es Propheten. Propheten sind Menschen, die ein Herz haben für Gottes Herz, kann man so sagen. Sie spüren Gottes Herz. Sie sind sehr nah beim Gottes Herz. Sie hören seine Stimme und sie brennen auch für die Kirche. Das lernt auch Gottes Stimme zu hören. Propheten sind Menschen, die sehr visionär sind. Die träumen, die bringen Ideen, Visionen von Gott. Da sehen wir stark den Philippus, den Agabus als Propheten, das Neue Testament, das Alte Testament ist erfüllt von Propheten. Und das Beste wäre, wenn du einen Prophet und einen Apostel zusammenbringst. Ein Prophet ist der die Vision, der Wort von Gott empfängt, und der Apostel ist der das umsetzt. Hey, wenn du die 2 würdest zusammenbringen, das ist eine starke Kirche. Im Ephesus Kapitel 2, Vers 20 sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Nicht, dass die 2 sind wichtiger als alle anderen. Alle sind genau gleich wichtig. Und wir brauchen alles. Die 2 sind die Fundament legen, die Vision von Gott empfangen und das auch umsetzen. Evangelist. Wir haben geniale Evangelisten auch bei uns in der Kirche. Und zwar, ich schaue immer den Timon. Wo bist du? Hi Timon. Ich mag mich erinnern an wir hatten eine GV gehabt. Das ist nicht immer einfach. Die GV ist nicht so einfach gewesen. Wir haben unterschiedliche Sachen miteinander diskutiert und angeschaut. Und dann irgendwann ist der Timon da vorne gekommen, hat ein Mikrofon genommen und sagt, ich muss etwas sagen. Wir sollten uns kümmern um Menschen, die da draußen sind, die Jesus nicht kennen. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche. Wir sind für sie da und die sollten das gute Nachricht erkennen. Und in diesem Moment habe ich ihm angeschaut und gedacht, ja, das ist ein Evangelist. Er hat ein Herz von einem Evangelist. Was ist ein Evangelist? Ein Evangelist ist nicht unbedingt die Menschen, die auf der Straße gehen, evangelisieren. Das heisst nicht, oh, die sind die Evangelisten. Nein. Evangelisten, die sind Menschen, die ein Herz haben für gute Nachricht. Für Jesus. Für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Die suchen immer Gelegenheiten mit Menschen, die Jesus nicht kennen, damit sie in Gespräch kommen können. Die sind gern in der Gesellschaft, die sind gern unter Leuten, die Jesus nicht kennen. Weil das schenkt ihnen genau die Gelegenheit, dass sie können mit Leuten reden. Timon war letzte Woche in der klassischen Gottesdienst, das habe ich gesagt, und nachher sagt er mir, es ist spannend, doch, das stimmt, das bin ich. Weil ich liebe mit Menschen diskutieren und ich liebe auch Debatten haben und ich liebe einfach über Jesus mit ihnen
ein bisschen tiefer gehen, das ist doch mein Herz. Und wir haben auch festgestellt, er ist nicht der einfach immer auf der Straße ist. Es ist einfach ein Herz, das von Menschen schlägt, die ihn nicht gut kennen. Und wir haben den Pastor. Der Pastor ist sehr beziehungsorientiert, hat das Herz von der Kirche. Herz, dass der Kirche darf reifen werden, darf wachsen, darf stark werden. Pastor ist jemand, der sich kümmert und sagt, hey, Halleluja, Amen, wir müssen raus, wir müssen Menschen gewinnen, aber wir haben auch Verantwortung für die Kirche, von Menschen, die da sind, dass sie reifen werden, dass sie wachsen, dass sie auch Hirten haben. Dass jemand muss sich auch um sie kümmern. Und wir haben geniale Pastoren, auch Beispiel in der Bibel. Der Petrus ist ein sehr starker Pastor. Der Barnabas ist ein Herd. Aquila und Priscilla, Hirten, die sich gekümmert haben um die Menschen. Und dann, wir haben den Lehrer oder Lehrerin, die sind halt die Gruppe, die wir kennen, Menschen, die sich streben nach Wort Gottes, nach Wahrheit, nach Evangelium, nach dem, dass alle können wissen und starke Fundament haben und dürfen in dem wachsen. Und da ist auch Apollos einer der starken Lehrer, der auch viele gute Leiter aufgebaut hat in dem Neuen Testament. Jetzt stell dir vor, du gehst in eine Kirche mit 3 Leitern und alle 3 sind Apostel. Wie sieht eine Kirche aus? Der bewegt sich, ständig bewegt sich vorwärts, aber ich weiss nicht mit welcher Vision. Also in gewisser Vision, das geht einfach vorwärts und vielleicht Kirche brennt. Und die Menschen brennen und die können nicht mehr mitgehen. Weil kein Pastor da ist. Oder kein Prophet. Oder du hast nur eine Kirche mit 3 Pastoren, die sehr, sehr stark Pastorengaben haben. Was passiert mit dieser Kirche? Es geht alles um sich. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Bist du gut besorgt? Und wenig Vision und wenig nach Hause. Wenn du Kirche hast mit all 5 und das eine gute Balance hat und schön zusammenkommen, Menschen, die visionär mit Gottes Stimme unterwegs sind, die empfangen, die träumen, die können auch sagen, lass uns einen Schritt zurücknehmen, lass uns miteinander beten, lass uns auf Gott warten, lass uns mal ihn fragen, und dann ermutigen die Kirche in dem hineingehen. Menschen, die Umsetzer sind, jetzt, super, lass uns vorwärts gehen, lass uns Sachen umsetzen, lass uns neu pionieren, lass uns keine Angst haben vor Veränderung, wir schaffen das. Mit dem Pastor, der sagt, super, wie können wir Menschen von unserer eigenen Kirche gewinnen, wie kann man da sein für sie? Evangelisten und Lehrer, wenn alles zusammenkommt, dann hast du eine starke Kirche. Und ich merke ab und zu in gewissen Sitzungen, also auch nicht nur in der Gemeindeleitung oder Pastorensitzung, sondern auch mit meinem Team zusammen, Gebetsteam zum Beispiel, wo eine sagt, aber jetzt müssen wir vorwärts, aber jetzt müssen wir etwas ändern. Und der andere sagt, nein, aber wir haben noch nicht lang gut genug gebetet. Wir wissen nicht genau, was Gott von uns will. Und du hockst da und denkst, ja, der ist ein Apostel und der ist ein Prophet. Das ist super und das ist schön. Und das darf auch so sein. Und wir ergänzen einander. Deshalb darf ich die allerletzte Folie haben. Jüngerschaft ist beides. Eine. Als Junge kann ich wachsen, wenn ich meine eigenen Rollen und Gaben entdecken darf. Wissen, okay, da ist meine Rolle, da fühle ich mich wohl. Es kann gut sein, dass du auch 2 Rollen hast. Eben, ich habe jemanden kennengelernt, der alle 5 vollkommen perfekt besitzt. Das glaube ich, das ist nur Jesus. Aber es kann gut sein, dass gewisse von uns haben sogar 2, 3 Hauptrollen. Und hilft, wenn wir die Hauptrollen entdecken können, wenn ich dich fragen, ungefähr, wo würdest du dich selber einschätzen? Nach deinem Herzen, nicht nach dem, was du tust. Nach dem Herz. Von wo schlägt das Herz? Von Menschen, die draußen sind, von Wort Gottes Lehre, von Stimme Gottes hören, von Menschen von der Kirche. Von was schlägt das Herz? Ich glaube, du könntest schon sagen, von das oder von den 2. Das kann gut sein. Wenn du noch nicht genau weißt oder du willst gerne genau wissen, dann melde dich unbedingt bei mir oder bei der Micha. Und wir kommen bei den Kleingruppen vorbei und wir machen das auch miteinander. Wir bringen unser Gebetsteam, unsere Propheten mit, die auch hören, die auch von Gott empfangen. Wir bringen auch intellektuelle Sachen, weil wir miteinander ein bisschen recherchieren und reden und diskutieren.
Und dann finden wir raus, okay, erstens, das ist meine Rolle. Und zweitens, auch wenn ich eine Rolle habe, ich halte nicht, nein, ich bin ein Apostel, ich gehe vorwärts. Wort Gottes sagt, dass wir sollten uns streben nach der Nächsten. Apostel lernt mich, nicht stehen bleiben, sondern vorwärts gehen. Weil das ist auch meine Berufung. Mich bewegen mit Wort Gottes. Ein Lehrer lernt mich wachsen in Wahrheit Gottes. Wachsen im Wort Gottes, starke Fundamente. Ein Prophet tut mich lehren, streben nach Stimme Gottes hören. Und wie kann ich das besser hören? Ein Evangelist tut mich lehren, wie kann ich besser Evangelium teilen? Wie kann ich besser das Herz von anderen Menschen? Wie werde ich ein besserer Evangelist? Und das ist auch mein Job. Streben nach jeder Gabe und lernen als Kirche, alle Gaben umsetzen. Es gibt unterschiedliche Art und Weise, aber weisst, ich gehe nicht rein. Wir machen das miteinander in der Kleingruppe. Fair enough? Meldet euch, wir kommen in die Kleingruppe. Und das machen wir miteinander. Aber jetzt möchte ich gerne von euch beten. Ich möchte gerne von uns als Kirche beten. Mit den Gaben, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Jesus, Kirche ist nicht menschliche Organisation, Institut oder eine kreative Idee von uns Menschen, sondern du, Jesus, bist der Eckstein. Du bist der Herr, der Kopf der Kirche. Das ist deine Idee und du baust deine Gemeinde. Und danke, Jesus, dass du deine Gemeinde baust. Und merci vielmal, dass du Gaben schenkst, um deine Kirche zu bauen. Dass du Strategien schenkst, dass du Menschen schenkst. Und merci, dass wir dürfen diese Gaben empfangen durch deine Gnade und sie auch umsetzen. Wir wollen als Nachfolger junger Jesu Christi wachsen, lernen. Immer mehr werden wie du, Jesus. Lehre uns. Lehre uns. Gib dein Herz. Lass jeder von uns das Herz spüren. Mit Sehnsucht. Begehren das, was du uns gibst. Amen.